für mich auf alle Fälle macht einen guten Schnaps aus, dass man ausschmecken kann, was in dem Schnaps drin ist, und für mich auch noch, dass er natürlich lang abgelagert ist und darum schmeckt. Ursprünglich hat mein Opa immer Schnaps brennt, nur mein Opa ist 2001 Gott sei Dank verstorben, und dann haben wir 2011 aufgrund des Bedarfs zum Brennen das eröffnet, weil es eigentlich geheißen hat, alle 10 Jahre muss man brennen und sonst verfällt das Brennrecht. Ja, es ist dann so gewesen, wir haben dann auch versucht, das ein bisschen stärker auszuweiten, damit man das uns an die Kundschaften ein wenig näher bringt. Und es hat sich dann ein Produkt nach dem anderen aneinandergereiht, und jetzt sind wir wieder so, dass wir so viele Kundschaften haben und die gern mit unseren Produkten auch versorgen. Generell haben wir ganz stark vom Tourismus abhängig. Nationalparkpartner spielt da eine ganz große Rolle. Gerade fahren viele Gäste, Touristen zu uns her zum Erholen, und die lassen halt bei uns auch dementsprechend ihr Geld da. Und ohne den Tourismus, glaube ich, würde es für die Region in Spiegelau sieht man es ganz stark schlecht ausschauen. Und bestes Beispiel ist auch jetzt momentan die Corona-Krise gewesen, keine Touristen da. Man kennt das unglaublich in jedem Geschäft, und wir haben das auch ganz stark in unserem eigenen Betrieb gespürt. Also Tourismus ist eine ganz große Lebensader für unsere ganze Region.